Hey Gamerinos, ich bin jetzt dabei, Mac der Mark, und ich bin immer noch im Overwatch-Fieber. Es geht weiter. Ich tue nach allen Tagen einen neuen Held vorstellen und das Mal ist es der Roadhog. Der Fettkeit mit dem Säule auf dem Bauch. Der Roadhog könnte auch direkt aus einem Mad Max-Film kommen. Er ist ein Tank das Mal, es ist kein Assassin. Ein Tank, logischerweise, sind recht resistent, sie haben viele Lebenspunkte, sie sind ein bisschen langsamer als andere. Aber der Roadhog ist so ein kleiner Hybrid, weil er halt recht Damage raus, macht Spaß zu spielen. Ich persönlich bin noch nicht 100% mit ihm warm, aber manchmal spiele ich gut mit ihm, manchmal überhaupt nicht. Er ist so ein bisschen inkonsistent. Wir schauen so ein bisschen an, was er kann. Er hat auf jeden Fall mal seine Schrotflinte, da kann er ganz normal ballern, oder? Mit der linken Maustaste. Ganz normal, macht recht Schaden, ist gut für Nähe, für wenn er nahe ist. Aber nachher hat er noch eine zweite Funktion, die zweite Funktion mit der rechten Maustaste. Da kommt so eine Schrotbauen raus, die geht ein bisschen weiter und wenn sie auftritt, tut sie so ein bisschen splittern. Das heisst, wenn man eine Gegnergruppe hat, die viel sind, macht die noch recht Sinn, dass man die rein tun kann. Ich brauche sie nicht so viel, aber manchmal, wenn alle auf einem Punkt sind, recht gut. Nachher gibt es natürlich «Come over here». Sie haken ganz geil. Dann ist direkt aus Mortal Kombat Content, wo er den Gegner zu sich ziehen kann, richtig lustig. Und natürlich kann sich noch heilen. Heilen kann er sich alle 10 Sekunden. Und das ist ein richtiger Boost. Er hat 600 Leben und dann kann er noch E drücken und sich heilen. Also, dass ihr den down bekommt, ist relativ schwierig. Vor allem, wenn er sich gerade am Heilen ist. Die grösste, Minuspunkt, den ich bis jetzt habe, ist seine Ulti. Seine Ulti finde ich nicht so stark. Seine Ulti seht ihr nachher gerade. Die ist suboptimal, die finde ich in diesem Fall sogar gut, wie das jetzt werden sehen. Da habe ich, glaube ich, recht viel wegbekommen. Aber sonst ist er doch durchaus, naja, es ist relativ schwierig, weil sie zieht nach Uhr so eine Art Sturmgewehr. Zuerst ziehe ich aber den noch her und kill den hoffentlich. Ja, der andere killt ihn. Dann wird hier, setzt sie ihn ein und jetzt müsst ihr schauen, wie ein riesiges Schnetzel. Sie kann gut sein, auf nahe Distanz ist sie sicherlich sehr gut, aber auf weite Distanz ist die Ulti für nichts, hat einen kurzen Damage Boost. Der Roadhog, einer der sehr viel gespielt wird, vor allem eben wegen seinem Haken, wegen seinem Herziehen, weil wenn einen hast, wenn jetzt nicht gerade der Tank verwirrt ist er relativ schnell tot. Das ist einfach so. Und da her, bumm, weg, tschüss, au revoir, oder? Aber es ist natürlich auch noch schwierig zum Landen, man trifft es nicht jedes Mal. Und gerade wenn der Gegner schnell ist, hat der Roadhog schon seine Mühe, ihn wirklich zu bekommen. Weil du musst, wie oben beim Reaper zum Beispiel, relativ nah dran sein. Er ist halt wirklich da durch. Sein Hog ist jetzt auch nicht ewig lang. Da hat der andere gerade seine Ulti eingesetzt, das war für nichts. Und jetzt hier einsetze ich mal einsetzen, meine Regeneration. Und dann kann ich eben so einen auch noch schnell nehmen, oder? Das ist der Vorteil. Das ist für mich neben dem Hog, der Hog ist schon cool, so, aber das Teil ist ein richtiger Killer. Oder? Dass du dich selber wieder kannst heilen die ganze Zeit, das ist extrem geil. Dafür, wenn man jetzt mit anderen Tanks vergleichen, ist er natürlich nicht. Also er hat nicht wie ein Schild, das sich das Team kann verstecken kann oder so, oder das hat er nicht. Das ist definitiv eher eine Hilfe im Angriff und nicht unbedingt in der Defensive. Sehe ich jetzt sowieso. Also der Reinhardt, der zum Beispiel ein riesiges Schild hat, ist eher der Teamplayer. Der hier ist halt wirklich Bildsau. Er ist ja noch ein Roadhog. Ich glaube, jetzt haben wir es sogar geschafft. Ja, da verkacke ich ihn noch. Und der Sieg. Und mal schauen, wer der Play of the Day gemacht hat. Ich glaube, das bin ich gesehen. Am Schluss kommt immer noch, wer der Beste war. Ja, das wäre ich. Schauen wir noch an, ja, es ist Dings da, wo ich meine Ulti eingesetzt habe, zuerst gekillt und dann mit dem Schnetzler all die genommen, keine Chance gehabt. Ja, das ist der Roadhog. Ich hoffe, das hat noch einen kleinen Einblick gegeben. Könnt mir unten dran schreiben, welchen das ihr wollt, haben.
Und ich würde das machen, aber so, oder so kommen alle wieder, vielleicht zum Beispiel auch die Mail hier, die ihr gerade seht, oben rechts könnt ihr abonnieren für euch. Da seht ihr, der BIMAG, der Marc, danke euch.